Schön, dass Sie mir wieder folgen. Ja, hallo. Heute haben wir die Geschichte, wie das Mehl von Köln aus seinen Zug um die Welt nahm. Ich stehe hier am Rhein, kurz vor der Altstadt. Da sehen Sie, Wasser. Ich, Rhein. Ja, also, jetzt muss ich Ihnen erstmal was Längeres erklären. Also, ich habe es ja bereits in der Folge, welche war das? Weiß ich noch ja nicht, ob ich die schon ausgestrahlt habe. Ich habe Ihnen auf jeden Fall in einer der letzten Folgen habe ich Ihnen erzählt, dass doch drüben, wo jetzt Aurora ist, ich muss mich hier so in die Ecke pflanzen, weil es sehr windig, dass doch die Ubier ihren Korn angebaut haben. Hört sich jetzt so ein bisschen dumm an, aber die haben sowohl Korn dort angebaut als auch Korn gebrannt. Also, ne? So eine Art von, ja, wie soll ich sagen, Jabiko, ganz billige Korn. Ja. Dann, oh, jetzt ist mein Fahrrad umgefallen. Tja, wieder wie neu. Aber an dem Wind, da hören Sie jetzt ja schon alleine, wie stark alleine die Ubier, die Franken, die Franzosen und die Preußen hier mit dem Wind zu kämpfen hatten. Ne? Das war nicht ohne. So, also ich war stehen geblieben da hinten. So, jetzt muss ich das Ding wieder schützen einigermaßen, dass Sie mich verstehen. Ne? Also wie gesagt, an der Brücke da hinten haben die ihr Kampftraining gemacht, die Ubier. Ne? Und dann das, was da jetzt alles grüne Fläche ist, ne? Da standen ein paar Hütten und da, wo jetzt Aurora steht, da waren die Kornfelder. Mein Fahrrad ist übrigens vom Wind umgefallen. Glauben Sie nicht, hören Sie mal. Ja, das ist ein Lüftchen, wa? Hier an der Katharina-Schaumberg-Promenade auf der anderen Rheinseite, also auf der richtigen. Da kann man auch lecker dinieren. Das ist sozusagen was für die Hot Volley. Ne? Was mir hier viel mit war, was anderes. Ja, kann ich hier, also Dönerpapp kann ich mir hier nicht vorstellen, weil die Mieten sind ein bisschen zu hoch hier. Ne? Aber die Stadt Köln hat ja alles im Griff. Ne? So, kommen wir mal wieder zu den Grünflächen da hinten, beziehungsweise zu den Kornfeldern. Bis dahin gab es für die Römer nämlich nur eins: Mais. Ein anderes kannten die nicht, hatten die sozusagen aus Ägypten importiert. Ne? Und hier lernten sie auf einmal das und den Korn kennen. Die waren begeistert. Ich bin auch begeistert, wenn ich an dieser schönen, idyllischen Kulisse hier vorbeifahre. Was viele nicht wissen ist, dass die Römer wegen des Korns nämlich hier in Arminius im Teutoburger Wald verloren haben. Die waren nämlich alle stracks. Schauen Sie sich mal die Linien dieser Rohre an. Alles gut ausgerichtet, weil sonst passt das nicht. Genauso war es im Teutoburger Wald. Ja. Eigentlich haben die Römer ja Formationen gehabt, mit denen sie sich gut fortbewegen konnten, diese auch im Angriffsfall direkt in eine taktische Münze umwandeln konnten. So, ich spreche jetzt hier nicht ab, weil das ist zu interessant. So, ja, und die da die erste Kohorte, 3. Legion, 2. Archipel, die da durchmarschiert sind alle, ne? Diese 30.000, die da hops gegangen sind, die waren vorher alle noch in Köln, ne? Und haben alle erstmal Korn gekauft. Ja. Jetzt können Sie sich den Rest denken, ne? Kurz vorm Wald noch einen Rastplatz gesucht und gib ihm und dann los. Ja? Und dann kam Arminius. Übrigens, Arminius, ne? Das wissen auch die wenigsten, ist die Vorlage für den französischen Asterix. Wer hatte denn 2 Flügel am Kopf, also am Helm? Arminius. Ist ja wissenschaftlich erwiesen. Ich habe mal eine Doku drüber, die habe ich gesehen, sonst könnte ich Ihnen das jetzt nicht so erzählen. So, kommen wir zurück. Römer lassen wir jetzt hinter uns. Aber über die Römer erlebte das Korn, der Korn und das Brot des Korns natürlich seinen weltweiten Siegeszug. Umsonst Aurora mit dem Sonnenstern. Wer kennt die Werbung noch? Aurora mit dem Sonnenstern. Ja, also jetzt wissen Sie auch, dass das mit den Römern zusammenhängt. Aber die Geschichte geht noch weiter. Okay. And Den Stern, den ich da vorhin mit der alten Aurora-Werbung besungen habe,
den hat sich Aurora hier in Köln, weil von Köln aus ging das Brot ja sozusagen dann um die Welt, hat sich Aurora erst im Teutoburger Wald verdient. Die Franken, ja, deren Führer, weiß ich nicht mehr, wer das war, aber so ein verhasster Schwibschwager vom Klüngelusting im dritten Sohn, keine Ahnung, 5. Grad, das hast du nicht gesehen. Der hatte nämlich anstatt des Korns zum Trinken das Korn in Form von Brot zur Stärkung für Arminius Truppen bereitgestellt, sprich die Germanen. Und weil Arminius das erkannt hatte, kam er nach Köln und verlieh Aurora natürlich den Siegesstern. Seht ihr da hinten, ist im Emblem drin. Kann man nichts mehr dran ändern. Irgendwann aber war es soweit, dass das schöne Kölsche Röggelchen den Leuten nicht mehr genug war und dass Einzelne versucht haben, da was anderes draus zu machen. Deswegen haben wir hier in Deutschland natürlich auch eine Unmenge an Brotsorten, wie zum Beispiel Krustenbrot, Nussbrot, Schwarzbrot, Braunbrot, Bierbrot, Kartoffelbrot. Nur das richtige schöne Kornbrot, das Röggelchen, das hier wird nur in Köln. Sollten Sie sich jetzt gefragt haben, warum ich hier die ganze Zeit vor einem Fass sitze, das wollte ich für das Abschlussbild nutzen. Sollten Sie jemals nach Köln kommen, gehen Sie mal in ein Brauhaus. Da gibt es auch Fässer. Deswegen das Fass jetzt. Trinken Sie sich ein lecker Kölsch, verlangen Sie nach einem Jabiko oder nach einem Korn und nehmen Sie dazu einfach eine halbe Hahn. Dann haben Sie nämlich diese ganze Geschichte, die ich Ihnen gerade erzählt habe, in Perfektion auf einmal. So, ich würde sagen, das war was für heute. Lehnen Sie sich einfach wieder schlafen.